Den Vers von Olaf Hummer. Aber ich habe ja noch eine Kralle. Das ist alles. Wo war denn die Dir? Aha, Thomas. Er hat die Nummer mit der Kralle. Weil da haben wir jetzt. Kann ich nicht vergessen schon, oder? Geht schon. Kann ich auch nicht zoomen? Kann ich nicht. Alter, Wolf, Vogel, Wolf, oder? Kann ich sagen. Der Vogel oder Wolf? Jawohl. So, da gibt es jetzt einen Boss halt, oder wie? Schaut mal so aus. Was ist da die Tafel runter, schön? Den brauche ich gleich. Pass auf, wollen wir speichern? Oder ob wir es verderben? Es ist Zeit. Komm zuhauen. Weg mit den Toten. Da seid ihr ja, Schwächling. Ich rieche Schwäche. Da seid ihr ja, Schwächling. Ich rieche Schwäche. Alter, bis die sind gerade zu warm werden. Ich glaub, der Mord kommt noch. Ich ehre meinen Herrn mit eurer Vernichtung. Ich rieche Schwäche. Ihr nicht. Ja, den uns rum. Olaf, die Zeit meiner Rache ist gekommen. Den trauriger Geisel, der trifft gut. Ja, oder ein bisschen mehr eine. Warum du denn? Wer zaubert hier?
bringt nichts mehr, oder? Da denke ich mir so. Alter, wir brauchen Tränke. Wie schaut denn aus mit Ausdauer? Ich ehre meinen Herrn mit eurer Lenkung. Na gut, sitzt schon. Hier schon. Wo ist er? Mein Spruch. König Olaf, ein Auge. Wobei, da zwei Augen schon. Gemeingefährlich ist er auch. Der Rotlippe. Der schluckt nein, Olaf. Seine Schatzkammer, das trifft sie gut. Okay, ganz gern. Bei der Spruch, wo ist er? Da ist er. Seine Schatzkammer, wo ist denn die? Aha. Dem mal nicht was. Verbesserter Schutz. Achso, da sind wir wieder. Ja gut. Bumm, bin draußen. Was sagt denn? Ja, da ist er, bitte auch noch da. Hab mir ja Lutz aber geblockt. So, dann teile ich mir sagen, wir liefern noch den Vers ab. Oder nicht? Ja! Bevor wir den Vers abliefern, werden wir eben schlachten. Ja, nie. Je nachdem. Du so mit drauf, wie schaut denn aus mit der Zwischenlandung? Streck ihn nieder. Vernichten. Jetzt ist dieser Depp da oben. Und über die Berge schießen.
Herr Drache, kommst du? Tatsächlich. Vernichte den Drachen. Verdammt! Er konnte halt nicht so entscheiden, gell? Streck ihn nieder. Vernichte den Drachen. Euer Kopf gehört mir. Gut geht, ein Kopf von Tom. Aber die Seele gehört mir. Wo war er? Er beschwört. Wenn er gerade mit dran bleibt hat. Weiter sind er gut. Babe, nein halten. Streckt ihn nieder. Vernichte den Drachen. Ich glaube, er hat jetzt seinen Schicksal ergeben, Jö. Mag nicht mehr. Hat die Schnauze voll von der Rumfliegerei. Alter, wir haben noch. Bringen diese Seelen eigentlich was? Ich hab nichts aus. So, pass auf. Jetzt fliege ich noch zur Partnerakademie und liefere den Vers ab. Und dann legen wir eine Pause ein. Da ist so grün. Geht das ja so? Die Akademie der Baden. Wo war denn die? Die war doch. Scheiße, kein Peil, wo die war. Einsamkeit. Und wir hätten fast einen Aufstieg. Alt zu sein ist Schnauze. gar nicht so übel. Mit dieser Meine Säufer. Tochter gibt mir zu essen und ich auch nicht mehr. Entschuldigung? Ich habe Lachs zu verkaufen. Wenn ihr in den blauen Palast wollt, solltet ihr eure Kleidung vielleicht noch einmal überdenken. Die Baden-Akademie. Ja, das war doch die da vorne, oder? Bitte, hört mich an. Mein Meister ist zwischen den Welten verschollen. Was? Der Vers. Wer wollte denn den? Wenn ich etwas für euch tun kann, mache ich das gerne. Der darf nicht.
Willkommen. Ah, ihr seid zurückgekehrt. Wie geht es Aha, mit der geht doch. Aufgabe voran, die... Ihr habt ihn gefunden. Ich muss zugeben, dass ich nicht daran geglaubt hätte, dass er tatsächlich dort sein würde. Sehen wir uns das einmal an. Oh nein. Das wird nicht genügen. Das Exemplar ist unvollständig und so sehr gealtert, dass es teilweise gar nicht mehr lesbar ist. Und die Teile, die lesbar sind, nun, seit damals hat sich die Bardenkunst auch sehr verbessert. Es bedeutet, dass ich ihn nicht bei Hof vortragen kann. Ohne den Vers kann ich Elisif nicht davon überzeugen, wie wichtig das Fest der Verbrennung von König Olaf ist. Wenn sie von der Bedeutung des Festes nicht überzeugt ist, wird sie ihr Verbot, das Bildnis zu verbrennen, nicht noch einmal überdenken. Es bedeutet, dass die Verbrennung von König Olaf, die die Bardenakademie schon seit Urzeiten abhält, nicht stattfinden wird. Dazu dichten? Das kommt mir nicht richtig vor. Ich nehme an, ich könnte seinen Stil anhand dessen, was ihr mir gebracht habt, wohl kopieren, aber ich habe keine Ahnung, was zwischen diesen Versen kam. O Olaf, unser Unterdrücker, einäugiger Verräter, todbringender Dämon und Drachentöterkönig. Eure Legende ist Lüge, reißerisch und falsch. Euer schlauer Sieg über Numinex ein Jahrhundertschwindel. König Olaf? War Olaf Einauge? Er ist berühmt dafür, dass er den Drachen Numinex gefangen und nach Drachenfeste gebracht hat. Was sagen wir, was wirklich geschehen ist? Pass auf. Überreden, hilft immer. Das finde ich sehr Hört das? unwahrscheinlich, aber der Hof wird es lieben. Ich schreibe es hinein. Olaf griff nach der Macht mit Versprechen und Drohungen. Von Falkenring nach Winterfeste fielen sie auf die Knie. Doch Einsamkeit widerstand Himmelsrands treueste Wächter. Olafs Rache kam schnell, listig und gemein. Seltsam. Die Geschichte besagt, dass Einsamkeit Winterfeste angegriffen hat. Aber Esgeier scheint zu sagen, dass Olaf reagierte. Was sollen wir sagen, was geschehen ist? Oh, das ist spannend. Ich bin sicher, dass das dem Hof und der Jarl gefallen wird. Ich schreibe es hinein. Er hat ein paar Endzeilen, aber mehr haben wir nicht hinzufügen müssen. Ich muss zum Hof gehen und es vortragen. Ihr solltet mitkommen. Aber das machen wir später. Jetzt legen wir nämlich eine Pause ein, da die Song. Und zwar genau da in der Bardenakademie. Pass auf, da stellen wir uns. Immer du einer. Ist das gemütlich? Das ist nicht gemütlich. Da pennt schon einer. Da pennt er auch. Da sind wir frei. Eine frei. Meine Zimmer teilen nicht gern. Stell mich da hinter. Hinter die Ticken. Okay Leute, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht dann genau da weiter. Bis dann und servus.